Meine lieben Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr den Titel schon gelesen habt, geht es wieder über meine Zahnspange. Es ist jetzt schon mehr als einen Monat her, wo ich die Zahnspange drin habe. Und ich habe einfach gedacht, komm, ich zeige euch mal den Vergleich. Und dann würde ich sagen, wir sind an mit dem Video. Es ist jetzt schon mehr als einen Monat her. Ich habe am Freitag, am 20. November, sie nachgezogen. Der droht natürlich, wow. Und er droht auf jetzt etwa bis am Januar drin haben, weil es halt so eine langzeitige, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also es macht jetzt nicht mehr weh, oder nicht mehr so sehr, wenn ich etwas anbissen bin, weil ich es auch 5 Tage schon drin habe. Aber es macht schon ab und zu weh, wenn ich manche Sachen esse. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Die rechte Seite von mir aus macht mir weniger weh als die linke Seite. Aber es kann sehr schwierig sein, weil dann die Zahn muss ich ja noch gerade schieben. Ich finde, die Spange hat schon viel gut oder schön gemacht an meinen Zähnen. Zum Beispiel gesehen, dass der Draht so schräg ist und nicht irgendwie gerade. Und jetzt ist der Draht einfach viel geräter. Es sieht auch viel schöner aus. Dann einmal von der Seite dann noch. Und von der Seite merkt man auch, dass es nicht mehr so fest gegen raus steht. Auch wenn man merkt auch, dass einfach bei diesen zwei Bildern, dass es einfach sich so schnell geändert hat, nur innerhalb von einem Monat. Ich finde es einfach irgendwie extrem, wie schnell man kann Sachen irgendwie richten. Und ich muss sagen, ich habe mir einiges daran gewöhnt. Also ich merke schon, dass da eine Blockade ist und so, und ab und zu dann auch so kleine Sprechfehler, weil ich etwas nicht ganz so richtig aussprechen kann. Aber ich glaube, ich merke jetzt auch selber, dass mein Aussprechen jetzt einiges deutlicher und besser zum Verstehen ist. Ich finde meine Lippen merken halt, dass eine Blockade ist, aber ich merke auch, dass ich auch irgendwie schnell reden und es macht irgendwie nichts draus. Oder meine Lippen wissen genau, wo ich durch muss, dass ich etwas sagen kann. Ich bin erstaunt, wie schnell man sich an etwas daran gewöhnen kann. Aber das merkt man nicht nur auch bei einer Spange oder so, sondern auch irgendwie, wenn jemand die Haare gefärbt hat. Oder auch wie bei der Maske irgendwie, ab und zu vergisst es einfach irgendwie wieder abzuziehen, weil wenn wir so in der Schule die ganze Zeit haben, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt, dort merke ich es aber auch, ich laufe einfach mal aus, wenn ich irgendetwas am Machen bin und habe es irgendwie den halben Weg trotzdem an. Also zum Beispiel, wir sind im Restaurant gesehen, da muss man die Maske auch anhaben, zum rauslaufen oder zum WC oder keine Ahnung was alles. Und da sind wir dann ins Auto hineingestiegen, ich die Maske so an, merke mich beim Reden und so, hast du eigentlich nicht eine Maske an? Und ich so, oh, halt mal ab, weißt du, man tut sich halt mega schnell an Sachen gewöhnen. Aber das war das kleine Video so gesehen. Ich weiss, es ist recht kurz, aber trotzdem hat es ein paar Informationen gehabt und ein paar Fakten über meine beautiful Zahnspange. Aber es liegt auch daran, dass ich nicht wirklich eine Videoidee habe, die ich allein drehen kann, weil ich habe so viele Videoideen aufgeschrieben auf meinem schönen Whiteboard. Aber die meisten sind halt entweder so, dass ich zu zweit machen muss und ich habe sonst niemanden als meine Schwester, die gerade in der Nähe ist. Also ich denke, Joshua würde sich jederzeit bereitstellen, um ein Video zu machen. Aber er wohnt halt in Zürich, ich wohne hier in Basel-Land. Ein bisschen kompliziert. Es gibt halt noch andere Videoideen, wo aber irgendwie, wenn ich irgendwie Sachen muss, zuerst irgendwie planen und so. Und das ist jetzt einfach schnell gewesen. Dann sind wahrscheinlich auch ein paar Fakten so, wie soll ich sagen, so hin und her gerissen gewesen. Ja. Dann war's für das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert unbedingt den Kanal und schaltet unbedingt die Glocke an, dass ihr kein Video verpasst. Dann folgt mir auch gerne auf meine sozialen Medien. Da bin ich sehr aktiv, also großteils Instagram, weil das halt so wirklich so mein Hauptding ist, wo ich halt auch jeden Tag ein bisschen Story poste, wenn möglich. Dann würde ich sagen, ja. Das war meine Verabschiedung. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!